so gut. Fantastisch. Hey, ich freue mich heute, eine neue Predigtreihe zu starten mit gemeinsam Moritz Kamela. Genau, wir hatten Mats und Moritz gesagt, wir hatten gesagt Kameltreiber Salahadin und genau, wir haben viele Gedanken gehabt, aber es geht heute um Travel Light. Travel Light. Unbelastet reisen. Vor ein paar Jahren sind wir, als wir noch keine Kids hatten, meine Frau und ich nach Südafrika, um meine Schwägerin und ihren Schwager zu besuchen. Die haben dort gelebt, in Kapstadt. Und dort waren wir in einem Designer-Möbelladen, in dem große Sitzsäcke ausgestellt waren. Also wirklich so riesentönde Sitzsäcke. Und wir haben gedacht, die sind bequem. Wir waren ungefähr 2 Stunden in diesem Laden drin, bis wir uns dann entschieden haben, komm, wir kaufen so ein Teil. Jetzt fragst du dich vielleicht, wie ging das überhaupt? Wie bringt man das ins Flugzeug rein? Und du musst verstehen, wir sind damals mit 2 Koffern nach Südafrika geflogen, 2 riesen Dinge. Und ein Koffer war gar nicht für uns. Der war gefüllt mit Schweizer Schokolade, mit Dingen für meine Schwägerin und ihren Schwager, einfach Kleider oder keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, was alles drin war. Einfach ein ganzer Koffer nicht für uns. Den durften wir dort abgeben und dort lassen. Und jedes Mal, wenn ein Gast zu uns ins Wohnzimmer kommt, dieser Sitzsack steht dort im Wohnzimmer, setzen sie sich drauf und sagen, wow, der ist so bequem. Und wir sagen stolz, ja, wir haben den in Südafrika gekauft. Wie ging das? Den haben sie uns vakuumiert, der ist genau 23 Kilogramm schwer. Und wir durften den mitnehmen, weil wir unseren Koffer dort gelassen haben. Was will ich damit sagen? Manchmal musst du etwas loslassen, um Neues zu empfangen. Travel Light. 2. Korinther 5, Vers 17. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Halleluja. Wir haben das heute gefeiert in der Taufe. Schau, ich möchte das zu Beginn dieser Serie aussprechen und auch dir persönlich zusprechen. Gott ist ein Gott des Neuen. Gott ist ein Gott, der gerne Dinge kreiert. Gott ist ein Gott der Frische. Gott ist nicht ein Gott der Vergangenheit, sondern ein Gott der Zukunft. Er ist nicht ein Gott des Todes, sondern des Lebens. Gott hat Neues für dich und mich bereit. Aber manchmal müssen wir Dinge loslassen, um das Neue, das Gott für uns bereit hat, in Empfang zu nehmen. Ein Vers, der mir in den letzten Monaten für uns als Kirche aufs Herz gekommen ist, möchte ich euch vorlesen. Er ist in Jesaja 43, Vers 18 bis 19. Denkt nicht daran, was früher war und was vormals war. Kümmert euch nicht darum. Seht, ich schaffe Neues. Schon sprießt es, erkennt ihr es nicht. Ja, durch die Wüste lege ich einen Weg und Flüsse durch die Einöde. Ich liebe diesen Vers. Gott spricht dort zu seinem Volk Israel, das im Exil ist. Und Gott sagt ihnen, richtet euren Blick nach vorne und nicht nach hinten. Denkt nicht einfach daran, was früher war, sondern erkennt, was bin ich bereits am Wirken. Ich werde euch neue Wege zeigen. Neue Flüsse werden fließen durch Täler, durch Wüste, wo noch nie was gesprossen ist. Erkennt ihr es nicht? Ich bin ein Gott des Neuen. Ich bin ein Gott der neuen Schöpfung. Manchmal ist es hilfreich, zurückzuschauen. Wie hat Gott
uns früher versorgt? Wie hat er früher geheilt? Wie hat er früher seine Treue gezeigt? Aber manchmal ist es nicht hilfreich, im Alten verhaftet zu bleiben und Gott in unsere Denkmuster und Kategorien einzusperren, weil er etwas Neues tun will. Amen? Manchmal steht unser Hirn Gottes Wirken im Wege, weil wir Gott meinen zu kennen. Aber was ist, wenn Gott größer ist und noch mehr vorhat, als wir uns vorstellen könnten? So gut, Mats. Hey, was hält uns denn jetzt zurück, das Neue zu empfangen? Wir Menschen, wir mögen nicht so gern Veränderung. Das ist so, ich habe keine Ahnung, was mich erwartet, was da kommt. Es ist so eine Unsicherheit. Ja, man mag es einfach nicht. Um das zu veranschaulichen, seht ihr hier solche verschiedenen Rucksäcke. Die stehen nicht umsonst da, die haben nämlich einen Sinn. Und zwar so ein Rucksack, der kann sehr gut Sachen transportieren. Hey, wenn man wandern geht und kann man sein Zelt, sein Gepäck, alles Mögliche da reinpacken und das unterstützt einen. Aber was ist, wenn dieser Rucksack dich von was abhält, was Neues zu empfangen? Was ist, wenn so ein Rucksack, den du hier hast, mit was anderem gefüllt ist? Wenn du auf einmal so überlegst, was, soll ich das wirklich machen? Also so, dass da Angst reinkommt. Du hast Angst vor dem, was dich erwartet. Du weißt nicht genau, was kommt. Vielleicht dachtest du auch so, wie soll das stemmbar sein? Oder auch finanziell. Kann ich mir das leisten, das wirklich anzugehen? Ist es wirklich der Sinn dahinter? Und diese Angst, die Angst haut mir ab, diese Angst kommt immer mehr in diesen Rucksack rein, bis wirklich dieser Rucksack komplett voll ist. Und Matthias, du kommst jetzt einfach mal hier hin und du darfst dir diesen Rucksack mal anlegen. Und eigentlich denkt man sich so, ja okay, dieser Rucksack, den er jetzt hat, der ist noch tragbar. Also du kannst jetzt noch bestimmte Sachen machen, ne? Also so ein Haus bauen, jetzt sofort. Easy. Voll. Aber mit dem Rucksack, mit dem Angstrucksack, auf einmal kommt ein anderer Gedanke. Was ist auf einmal, wenn der nächste Rucksack kommt und so diese Unsicherheit kommt, du machst die Gedanken so, hey, welche Folgen kann das Ganze für mich haben? Welche positiven, aber auch negativen Folgen? Und du zerbrichst dir den Kopf, deine Gedanken werden immer schwerer und du siehst eigentlich nur noch das Negative von dem Ganzen. Und auf einmal ist dieser Sack auch an dir dran. Und auf einmal so, ja, du kannst noch das Gleichgewicht halten, aber du hast auf einmal so zwei Rucksäcke voll mit Ängsten, mit Unsicherheit und mit dieser Unsicherheit auf einmal kommt dir was in den Gedanken rein. Du erinnerst dich an eine Situation, die sehr, sehr ähnlich war, die du schon mal erlebt hattest, wo du voll geradeaus was Neues machen wolltest und merkst, oh, das war aber damals nicht so gut. Das war überhaupt nicht gut. Und diese negative Erfahrung kommt auf einmal komplett hoch. Das war nicht gut, das war zum Scheitern wirklich und nee, das will ich nicht nochmal machen. Und diese negative Erfahrung hängt auf einmal auch an dir dran. Okay. Nicht umfallen hier, nicht erwürgen. Aber auf einmal, das ist ganz schön viel, was auf einmal da hinkommt. Und diese negative Erfahrung zieht dich so runter und die Ängste ziehen dich runter, die Ungewissheit zieht dich runter und eigentlich hast du gar keinen Bock. Du hast gar keine Lust, du willst deine Komfortzone gar nicht verlassen. Ist schon schwer, ne? Ja. Und ich habe leichtes Zeug reingepackt. Und diese Komfortzone willst du eigentlich gar nicht verlassen. Ihr kennt bestimmt den Spruch, ja, früher war alles besser.
Ja, du willst eigentlich gar nichts. Es ist doch alles gut, es ist doch alles toll. Und der nächste Rucksack, ja komm, du wolltest es. Du machst ja die Gedanken. Ja, genau. Also, du hast doch diese ganzen Rucksäcke auf einmal an dir. Und du stehst da und denkst dir nur so, jo, jetzt habe ich das alles an mir dran. Das sind alles so Sachen und Dinge, die uns von Neuem abhalten können. Ich weiß jetzt nicht, ob du jetzt noch auf die Baustelle gehen willst und noch ein Haus so bauen möchtest mit diesen ganzen Rucksäcken. Diese Sachen, diese ganzen Rucksäcke können uns abhalten, Neues zu empfangen. Vielen Dank, Moritz. Was sind deine Rucksäcke? Was sind deine vergangenen Erfahrungen, die dich abhalten davon, das Neue, das Gott für dich bereit hat, in Empfang zu nehmen? Es gibt eine Person in der Bibel, im Neuen Testament, die genau das erfahren hat. Eine Person, die beschäftigt war mit ihrem Leben, belastet war mit ihren Umständen. Eine Person, die erdrückt wurde von Sorgen, von Abhängigkeiten. Und diese Person hatte eine Begegnung mit Jesus Christus. Und diese Begegnung war so außergewöhnlich, dass dieser Mann sich in einem Augenblick entschieden hat, alle seine Lasten loszulassen und Jesus nachzufolgen ins Ungewisse. Mich begeistert diese Geschichte, diese Begegnung. Es handelt sich um Matthäus, den Zöllner, dem sein ganzes Leben durch diese eine Begegnung verändert worden ist, der deswegen Jesus noch nachgefolgt ist und sogar Teile des Neuen Testaments geschrieben hat. Ich möchte mit euch vorlesen, diese Begegnung mit Jesus. Und jetzt schau mal, das ist ultra komplex, wie das geschehen ist. Seid ihr bereit? Es ist ultra komplex, wie Jesus diesen Mann befreit hat. Also 7 Schritte zur Freiheit, 7 Schritte zur Entlastung und 23, keine Ahnung was. Okay, wir lesen, wie Jesus das getan hat. Matthäus 9, Vers 9. Und dieser Matthäus hat diese Verse dann aufgeschrieben. Und als Jesus von dort weiterzog, sah er einen Mann, der Matthäus hieß, am Zoll sitzen. Und er sagt zu ihm, folge mir. Und der stand auf und folgte ihm. Mich faszinieren diese Storys. Jesus begegnet diesem Mann, oder? Dieser Mann Matthäus sitzt irgendwo in Israel in seinem Zollhaus, geht seiner Beschäftigung nach, ist erdrückt von seinen Lasten. Ich muss verstehen, Zöllner waren damals Menschen, das waren Juden, die mit der römischen Feindesmacht kooperierten und Zölle bei den Mitbürgern eingetrieben haben und sich gleichzeitig an ihnen bereichert hatten. Also Menschen, die hatten sehr viel Geld, aber zu Unrecht. Menschen, die verhasst waren im Volk. Diese einzelnen Zöllner kooperieren mit den Römern und bereichern sich auf Kosten der eigenen Landsleute. Und dieser Matthäus sitzt in diesem Zollhaus, reich, im Überfluss, mehrere Häuser, Kleider, dem ging es äußerlich gut, aber innerlich war der leer. Er war verhasst, er war geächtet. Und dieser Matthäus sitzt am Zoll mit seinem Leben. Und es läuft ein Mann vorbei, der ihn ins Auge fasst. Ein Mann hält an, dreht sich zu ihm hin und sagt ihm, Matthäus, komm und folge mir. Irgendetwas muss diesen Matthäus ergriffen haben in dieser Begegnung mit Jesus. Seine Ausstrahlung, sein liebevoller Blick, seine Hoffnung,
die plötzlich in das Herz von Matthäus gerutscht ist. Und Matthäus hatte keine Ahnung, was das bedeutet, wenn er jetzt aufsteht und ihm nachfolgt. Aber das, was er dort sah, war besser als das, was er hier hatte. Und Matthäus entschied sich in einem Satz, in einer Begegnung, okay, ich lasse alles los in meinem Leben. Alles, was mich, alles, was mich einschnürt, alles, was mich belastet, in einem Moment. Ich habe keine Ahnung, wie ich mein Geld verdiene. Ich habe keine Ahnung, wo die Reise hingeht. Ich habe keine Ahnung, aber ich folge diesem Jesus jetzt nach. Halleluja! Was für ein Wunder. Was für ein Wunder, das Jesus hier vollbringt. Und so beginnt Matthäus Jesus nachzufolgen, der ehemalige Zöllner. Und Jesus verbringt Zeit gerne mit Zöllnern, mit den Verhassten, mit den Ausgestoßenen, mit Sündern. Und die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die wussten, wie die Regeln liefen, nahmen Anstoß daran. Und jetzt sagt Jesus ihnen Folgendes. Und Matthäus, dem das selbst widerfahren ist, schreibt Folgendes auf. Das ist die Antwort von Jesus auf die Kritik, warum er mit Zöllnern und Sündern umhängt. Matthäus 9, Vers 17. Niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche, sonst reißen die Schläuche, der Wein läuft aus und die Schläuche sind hin. Nein, neuen Wein füllt man in neue Schläuche, so bleibt beides erhalten. Neuen Wein kommt in neue Weinschläuche, weil Wein hat Alkohol drin und gärt, oder Traubensaft gärt und wird zu Alkohol und dehnt sich aus. Und wenn der Weinschlauch nicht flexibel genug ist, explodiert und reißt dieser Weinschlauch und der neue Wein geht verloren und der alte Weinschlauch ist zerstört. Nein, neuen Wein erfordert einen neuen Schlauch. Ein Schlauch, der dehnbar ist. Und ich kann mir vorstellen, als Jesus diese Worte gesagt hat, sagt Matthäus, ja genau, so war es in meinem Leben. Neuer Wein kam auf mich zu. Neuer Schlauch. Ich bin neu. Ich habe alles zurückgelassen. Ich bin frei. Ich bin unbelastet. Ich darf Jesus nachfolgen. In einem neuen Gefäß, in einem neuen Gewand. Und ich frage mich, und diese Aussage von Jesus fordert mich auch heraus. Ist mein Weinschlauch ready für das, was Gott tun möchte? Ist dein Weinschlauch dehnbar genug, flexibel genug, dich zu überraschen, neue Wege mit dir zu gehen? Ich finde das passend, weil das sieht fast aus wie ein Hirn, oder? Kann es sein, dass unser Hirn zu starr geworden ist für Gottes neue Wege? Sind wir dehnbar? Darf Gott uns noch überraschen? Oder haben wir alles schubladisiert? Kennen wir schon? Haben wir probiert? Ja, komm, wir schauen mal. Hat Gott noch die Möglichkeit, dein Denken herauszufordern, deine Seele zu challengen, deinen Geist weiterzutreiben? Darf er das noch? Ist er erlaubt? Machst du ihm den Deckel auf und sagst, hier Gott, füll mich mit deinem neuen Wein. Ich möchte offen sein für Neues. Ich möchte nicht einer dieser Christen sein, der weiß, wie es läuft. Kenne ich schon, haben wir schon gemacht. Da ist nichts Neues unter der Sonne. Gott ist ein Gott der neuen Schöpfung. Gott ist ein Gott des Lebens, der Frische, des Neuen. Bist du noch flexibel in deinem Denken, in deinen Mustern? Amen. Genau so, wie es auch in Jesaja steht.
dass wir das Alte, dass wir nicht an das Alte denken sollen, was früher war und vormals war, sondern seht, ich schaffe Neues, schon sprießt es, erkennt ihr es nicht. Ja, durch die Wüste lege ich einen Weg und Flüsse durch die Einöde. Dieses Alte hinter sich lassen. Aber was heißt das jetzt genau, das Alte nochmal? Also alles, was alt ist, ist in dem Sinne schlecht. Also das heißt, alles, was wir bis jetzt gemacht haben, ist in dem alt und müssen wir jetzt komplett abschaffen. Also das, was wir jetzt hier bei uns in der Kirche haben, müssen wir in dem Sinne jetzt auch alles neu machen? Oder das, was wir als Christen Jahrtausende gemacht haben, ist ja alles alt, also Jahrtausende machen wir das ja schon so. Ist das alles alt und schlecht dann? Ist das Alte schlecht? Ich gebe euch mal ein Beispiel. Wenn wir jetzt alles ändern würden, fangen wir mal mit so Sachen an wie Beten. Beten, das ist sehr, sehr wichtig. Jesus hat es schon gemacht und wir lesen das immer wieder in der Bibel. Und was ist so? Ja, funktioniert aber nicht bei allen irgendwie. Ja, ich bete halt immer wieder. Eigentlich soll das ja ein Dialog sein. 2 Personen reden miteinander. Ich rede mit Gott, Gott redet mit mir. Ich habe das Gefühl, das ist ein Monolog. Ich rede, kommt aber nichts zurück. Funktioniert nicht, weil komm, wir lassen es sein. Wir schaffen das komplett weg. Brauchen wir nicht. Oder was ist, wenn wir zum Beispiel, wir hatten vor Ostern Fastenzeit. Einige haben auf Sachen verzichtet. Ich habe auch verzichtet aufs Essen. Es ist einfach nur, wenn du, ja, das Geistliche fordert dich raus. Ich habe Hunger. Ich will essen. Du geht's einfach schlecht. Ich will einfach essen. Funktioniert bei mir nicht, habe nichts gespürt. Komm, lassen wir auch weg. Brauchen wir nicht fasten. Großzügigkeit auch ein Riesenthema im Christentum. Warum muss ich großzügig sein? Ich habe selber nicht viel. Die anderen sollen mir mal was geben. Nicht so. Ich muss immer was geben. Warum kann mir denn keiner was geben? Oder Gottesdienst, dass wir jeden Sonntag zusammenkommen, Gott anbeten. Lass uns doch mal was Neues machen. Komm, wir nehmen einfach die Predigt auf, oben im Office. Jeder sitzt zu Hause, kann sich dann angucken oder per Podcast. So wie wir das eigentlich bei Corona gemacht haben. Machen wir wieder zurück. Können wir auch mal wieder machen. Ihr merkt selber, das sind Sachen, die hören sich so komisch an und so bekloppt an. Da wird niemand drauf auf die Idee kommen, zu sagen, ja, genau, machen wir. Darum soll es auch gar nicht gehen, wenn wir sagen, das Alte loslassen. Weil diese Sachen, Beten, Fasten, Gottesdienst, das sind alles Fundamente in unserem Christsein. Das sind Fundamente, die seit tausenden Jahren gemacht werden, wo Leute ihr Leben riskiert haben, dass wir hier uns auch frei versammeln dürfen, dass wir das ausleben dürfen. Wenn wir uns nur allein die Geschichte von den Aposteln anschauen, wie sie verfolgt wurden und dass wir jetzt das frei machen dürfen, dass wir beten dürfen, dass wir hier zusammenkommen dürfen, das sind Fundamente, die sehr, sehr wichtig sind. Und wir sollen nicht einfach sagen, oh, alles Alte ist schlecht. Nein, selbst Jesus sagt sogar was in Matthäus 5, und zwar im Vers 17. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Selbst Jesus ist auf diese Welt gekommen, nicht um das Gesetz abzuschaffen, weil er genau weiß, das Gesetz, das Alte, das ist das Fundament. Er baut auch auf dem Gesetz auf und erfüllt auch Sachen. Es war nie sein Ziel, es abzuschaffen. Wenn du für dein Haus zum Beispiel Solarpanel kaufst, super neu, tolle Technik, sagst du ja auch nicht, komm, lass uns erstmal das Haus abreißen und den Keller rausreißen. Macht keiner, sondern du baust auf dem Fundament von deinem Haus auf und
packst die Solarpanel auf dein Dach. Die Solarpanel, das Neue, ist auf dem Fundament. Und gleichzeitig sollen wir auch unser christliches Fundament, das geistliche Fundament behalten, aber auch offen sein für was Neues, für das Frische, was Gott uns auch geben kann. Und ich möchte euch eine Story erzählen von mir, wo meine geistlichen Fundamente gleich geblieben sind und auch wichtig für mich gewesen sind, aber Gott mit mir was Neues anfangen wollte. Und zwar 2019 war ich in Südafrika. Ich war da Volontär, ich habe da freiwillige Arbeit gemacht und mit Kindern und Jugendlichen zusammengearbeitet in verschiedenen Bereichen, auch in der Schule, außerhalb der Schule. Und irgendwann in diesem Jahr habe ich von jemandem erfahren, wie er so erzählt hat, hey, hast du schon mal was vom Lehramtsstudium gehört in der Schweiz? Und ich so, boah, Lehrer, vor allem Primarlehrer, nicht so nice. Ich habe schon mal mit dem Gedanken gespielt, Lehramt zu studieren, aber niemals auf die Idee gekommen in der Schweiz. Und ich habe mich aber gar nicht so sehr beschäftigt damit. Das Jahr ging vorbei, Corona fing an, ich bin wieder zurück nach Deutschland gekommen und da musste ich dann eine Entscheidung treffen, so hey, entweder gehe ich in meinen alten Job rein, mache da weiter, wo ich aufgehört habe vor 1,5 Jahren oder ich fange nochmal was Neues an. Und dann kam mir das Studium halt wieder in den Sinn. Und ich habe dafür gebetet, ich habe auf meine Fundamente, auf meine geistlichen Fundamente zurückgegriffen, das in Gottes Hände gelegt und gesagt, du sollst entscheiden, ob ich das machen soll oder nicht. Und Gott hat gesagt, doch, ich möchte, dass du in die Schweiz gehst und dort Lehramt studierst. Und ich so, okay, gut, aber dann führt das Ganze auch. Und Gott hat das Ganze geführt. Ich habe mich darauf eingelassen, was Neues zu empfangen, was Neues zu machen. Und Gott hat das die ganze Zeit geführt. Ich wurde ohne Probleme zum Studium zugelassen. Ich hatte nie Probleme im Studium, es lief easy. Ich habe hier mein neues Zuhause gefunden, im ICF, eine neue Kirche gefunden. Ich habe neue Freunde gefunden und ich bin sehr, sehr, sehr dankbar, dass ich mit Gott diesen Weg gehen durfte. Und in dieser ganzen Zeit habe ich immer wieder auf meine Fundamente zurückgegriffen und durfte Neues empfangen. Und in dieser ganzen Zeit, dieser Spruch geht mir schon sehr, sehr lange durch den Kopf und ist auch mein WhatsApp-Status. Und ich finde ihn so genial und ich möchte dich auch dazu ermutigen. Wir gehen in eine unbekannte Zukunft mit einem Gott, den wir kennen. Wir gehen in eine unbekannte Zukunft mit einem Gott, den wir kennen. Und ich möchte dich wirklich ermutigen, auch zu sagen, hey, ich möchte Neues empfangen mit einem Gott, der genau weiß, wie es läuft und was er will und auch offen zu sein für Neues und für die Frische und dass du auch weiter wachsen kannst da drin. So gut, vielen Dank, Moritz. Ich glaube, es gibt einige Leute hier und du hast solche Rucksäcke mit dir dabei. Und es ist vielleicht heute Zeit, dass du die loslässt. Auch wenn du nicht weißt, was kommt. Vielleicht ist es für dich dran, dass du Gott nochmal neu vertraust in deinem Leben. Und Sicherheiten, auf die du dich gestellt hast, Gott nochmal hinhältst und sagst, Gott, ist das was, an dem ich mich halten soll? Oder hast du was Neues für mich bereit? Vielleicht ist es eine Geschichte aus der Vergangenheit, eine Enttäuschung. Du hast was probiert und es hat nicht geklappt. Oder es ist nicht so gekommen, wie du dir das ausgemalt hast.
Und das hindert dich jetzt daran, diesen Schritt nochmals zu gehen. Nochmal einen Schritt aufs Wasser zu gehen. Und ich glaube, Jesus ist heute hier und sagt, vertrau mir neu. Vertrau mir neu. Ich werde dich begleiten, auch wenn du nicht weißt, was kommt. Ich werde dort sein. Und vielleicht bist du heute auch hier und du bist schon lange mit Jesus unterwegs. Schon lange. Und du hast das Gefühl, du kennst schon alles. Du hast schon alles gesehen, was es zu sehen gibt. Und es ist so ein gewisser Zynismus in dein Leben gekommen. Eine Ernüchterung. Und das ist was du heute ablegen darfst. Und ich möchte dich heute herausfordern, eines der mutigsten Gebete zu beten, die du wahrscheinlich beten kannst. Und zu sagen, hey Gott, hier ist mein Weinschlauch. Mein alter, spröder, rissiger, unflexibler Weinschlauch. Hier sind meine Gedanken, hier ist mein Leben. Mach du mein Weinschlauch neu. Mach ihn wieder dehnbar. Mach ihn flexibel für das Neue. Und ich verspreche dir, das ist ein mutiges Gebet. Wenn du betest, Gott, du darfst mich überraschen. Du darfst mir Neues zeigen. Ich bin offen dafür. Das ist mutig, weil es wird der Moment kommen, in dem du Altes loslassen werden musst. Das ist mutig, dieses Gebet zu beten. Ich finde dieses Wort aus Jesaja auch wichtig für uns als Kirche. Gott sagt zu uns, schaut nicht zurück, schaut nach vorne. Manchmal ist es gut, zurückzuschauen, um seine Treue zu vergegenwärtigen. Aber manchmal hindert uns das Vergangene fürs Neue, oder? Und wir hatten so viele Wechsel und Veränderungen in dieser Kirche in den letzten Monaten wie wahrscheinlich noch nie. Wir hatten einen Leitungswechsel. Ich habe die Leitung übernommen mit Daniel Lipp zusammen. Eine junge Generation hat jetzt die Verantwortung. Nach 25 Jahren ICF. Wir sind in einer neuen Halle im alten Kraftwerk. Alles ist neu, alles ist neu, alles ist anders. Wir haben diese Jüngerschaftskurse begonnen am Mittwochabend und es fühlt sich vielleicht für dich alles neu an. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich mag das. Ich liebe es, wenn es neu ist. So, das ist vom Typ her. Ich gehe gerne reisen, aber ich möchte jetzt ganz speziell die ältere Generation ermutigen heute Morgen. Können wir kurz alle die Hände heben, die schon länger als 10 Jahre im Glauben sind? Okay, Entschuldigung, ich habe das falsch gefragt, weil ich möchte wissen. Doch, wer ist länger als 15 Jahre schon im Glauben? Oh, okay. Wer ist länger als 20 Jahre mit Jesus unterwegs? Wer ist länger als 25 Jahre mit Jesus unterwegs? Okay. 30 Jahre? Oh, 35 Jahre? Schaut euch mal um, es wird immer dünner. 40 Jahre mit Jesus unterwegs, Hand hoch. Oh my goodness. Hey. Okay, wir haben so viel erlebt mit Gott. Und ich möchte dir zusprechen, wenn du zu der älteren Generation gehörst, ich möchte dir das wirklich zusprechen. Wir brauchen dich. Bitte bleib nicht Zuschauer. Wir brauchen deinen Erfahrungsschatz. Wenn wir sagen, das Alte ist schlecht, meinen wir nicht das biologische Alte. Versteht ihr? Wir meinen nicht geistliches Alter. Das ist wichtig. Wir brauchen geistliche Elternschaft, die die Jungen freisetzt, supportet und gleichzeitig flexibel bleibt hier oben. Weil die Jungen machen Fehler. Die Jungen haben manchmal so Beutel hier oben auf dem Kopf, oder? Und es braucht beide. Es braucht Junge, Alte.
die sich ausstrecken, verankert im Alten, gegründet in den Fundamenten des Glaubens, aber offen für Neues, offen für das Neue, das Gott tun möchte. Und ich glaube, das ist ein Vers wichtig für unsere Kirche. Er will neue Flüsse schaffen, neue Wege, Flüsse durch die Wüste. Er will uns an Orte führen, an denen wir noch nie waren. Er will Dinge mit uns tun, die wir noch nie erlebt haben. Noch nie. Und wenn wir das erleben wollen, brauchen wir Einheit in den Generationen. Und ich möchte dir das einfach zusprechen, wenn du hier bist und das erlebst, was hier geschieht und du fragst dich, wo ist dein Platz jetzt in dieser jungen, neuen Gemeinde und so weiter, wo alles jetzt neu ist. Wir brauchen deinen Halt, wir brauchen deine Ermutigung, wir brauchen dein Mitdenken, deine Mitarbeit, dein Mitbeten. Wir brauchen deine geistliche Elternschaft. Amen? Amen. So, ich möchte dich gerne in ein Gebet anleiten jetzt. Und dann singen wir gemeinsam. Und du hast einen Kopf, einen Weinschlauch. Ich möchte dich anleiten in ein Gebet. Und Gott fragen, Gott, mach mich ready für das, was du vorhast. Du darfst gerne mit mir mitbeten, wenn du magst. Vater, hier bin ich. Hier ist mein Herz, hier ist mein Kopf, hier sind meine Erfahrungen, hier ist mein Leben, du kennst es besser als ich. Hier sind meine Schubladen, hier sind meine Festlegungen. Du kennst meine Geschichte. Vater, ich bitte dich, mach mich weich. Mach mich dehnbar, flexibel in meinem Denken, in meiner Erwartung, in meiner Hoffnung. Gieß deine Frische nochmal neu aus. Hilf mir, bereit zu sein für das, was du tun möchtest. Heile meinen Dachschaden, Gott. Führe du mich. Lass dein Segen fließen durch mich. Ich möchte keine Blockade sein für dein Wirken. Lass dein Segen fließen, Heiliger Geist, in meinem Leben. Egal wie meine Geschichte ist, egal wie mein Leben ist. Hilf mir, das Neue in Empfang zu nehmen. Und zeig mir und hilf mir, welche Dinge ich loslassen muss, welche Sicherheiten ich zurücklassen muss, um bereit zu sein für das Neue. Amen. Amen. Fantastisch.